Ringfrei für nächste Runde hier bei Fire Emblem Fates Mechnis, wie man wieder mal sehen kann. Haben wir einige neue Optionen, die man hier erstmal ein bisschen auskundschaften sollte, wa? Also wir hier zu Obstkuchen von mir aus. Was meinst du dazu? Nochmal Pfirsiche von mir aus und hier. Jetzt gibt es einen Hut vor mir, okay. Nö. Ich helfe nicht, männlicher Hinata. Okay. Crazy. Daikon. Ah. Okay, und hier haben wir den Morgendrachen. In jeder Runde 10% ihrer KP. Okay. Good to know. Was? Räuber Naginata. Ja, leck mich am Arsch. Wer trägt denn etwas Ähnliches? Das ist ja weniger. Ja, das mit Ziel aus dem Waffen im letzten Part noch angeguckt, war. Das mit Waffenschriftrolle ist sowieso eine Sache, die zu erhöhen. Bei wem, wo wird es wirklich irgendwie Sinn ergeben? Vielleicht bei Scarlet, ja. Rinka, ja gut, auch wegen D und so noch, war. Naja, gucken wir mal noch. Bei Gelegenheit, wo war ich eigentlich mehr oder weniger stehen geblieben in letzter Folge? Genau, das war bereits ein Scharfschütze, okay. Ja, das ist Räuber Naginata. Können's ja mal testen. Er leitet Folgeangriffe. Jo, why not, wa? Denn sie könnte sich gebrauchen. So, Privatquartier. Mal gucken. Wen darf ich heute einladen? Asura, Silas, Takumi, Hinoka, unsere Schwester, Hinata, Setsuna. Setsuna hatten wir noch nicht, wa? You're so nice. I guess that's what Lady Hinoka sees in you. Wir sind so nice. Was? Wir sind nur nice? Oh, das ist ja Scheibenkleister. Egal. Nochmal zu Lilith und sie müssen, ja, aufboosten und dann geht es direkt weiter mit der Resistenz für die Magie. Ja, Magie. Verteidigung aus Hoshido. Ich würde sagen, wir machen uns auf zu Kapitel 18, wa? Was einen schönen Namen Dio trägt. Und man kann sich schon denken, was uns am Ende des Kapitels erwarten wird. Nochmal Goldbahn, ja, ganz toll. Ja, ich schätze mal, gut, Lotterie natürlich haben wir ganz kurz, wir haben es upgraded und so weiter, von dem her sollten wir ein bisschen mehr Glück haben. Oder zumindest mal wäre es nice, mehr Glück zu haben. Für bessere Preise. Silber? Bronze-Schuriken. Wow. Ja, freue mir ein Loch im Bauch. So geil ist das. Goldbarren, wir haben noch am meisten. Allerdings noch 500 dafür. Auch ein bisschen lame. So, was haben wir sonst noch? Silberkatan, okay. Ich überlege sowieso, ob ich irgendwie. Ja, wenn noch ein bisschen mehr Geld farmen sollte. Vielleicht noch stärkere Waffen, wa? Mal gucken. Vielleicht eine Pause zum nächsten Kapitel. Jetzt erstmal nur sagen, dann ist so nichts mehr. Dann noch ganz kurz hier speichern bei Kapitel 18 und dann legen wir los. Herausforderung, keinen Bock drauf. Alter, das ist mittlerweile viel. Belagerung 2, Schloss, okay. Wird zur weiterentwickelte Einheit. 17. Level 20 wird sich allerdings noch lohnen. Nö, ich hab Bock auf Fighten. Fluras Angel Tod bestärkt die Gruppe in ihrem Vorhaben, König Garen zu stürzen. Der kürzeste Weg zur Hauptstadt führt durch Nors finstersten Wald. Kapitel 18. Leo.
Königreich Noor, Wald der Verlorenen. Klingt ja sehr einladend. Ja, dieser Wald ist ja dunkel und trostlos. Man kann den Himmel vor lauter Bäume nicht sehen, nicht mal den Mond. Es kommt mir vor, als würden wir schon seit Ewigkeiten im Dunkeln laufen. Don't be fooled. Man sagt, es ist ja das dunkelste Gebiet in ganz Noor. Genau aus diesem Grund sind wir hier. Die meisten Nooren hätten Probleme, uns durch diesen Wald zu folgen. Wenn wir es hindurchgeschafft haben, stehen wir direkt vor der Hauptstadt. Oh, Bist du sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Ich will mich nicht verlaufen. It'll be fine. Keine Sorge, Milady. Bitte was? Ja, also ich will hoffen, dass das ein Übersetzungsfehler ist. Weil irgendwie, also als wir heute Morgen noch einen Schritt gefasst habe, war ich noch keine Milady. Florian und ich haben früher im Sommer oft in dieser Gegend gezettelt. Wir beide kannten ja jeden Winkel in der Ecke. Flora, meine Schwester. I'm so sorry. Felicia, es tut mir so leid. Verzeiht, ich brauche einen Moment. Understood. Nimm nur so viel Zeit, wie du brauchst. Du musst Schreckliches durchmachen. We can do this together. Danke, Milo und Michael, klingt schon besser. Ich weiß ja, alle leiden auf die eine oder andere Weise. Ich versuche nur, mich I'm zusammenzureißen. here to help. Wir sind alle für dich da, Felicia. Jo, alle. Bis auf Flora. Well, Also Ryoma, ich weiß, Felicia sagte, sie kennen sich ja aus, aber ich habe das Gefühl, dass wir seit Stunden im Kreis laufen. Das denke ich nicht. Es fühlt sich sicherlich nur wegen der Dunkelheit so an. Ich hoffe, du hast recht. Oh, warte, da hinten ist etwas. what? Was ist das? Ich weiß es nicht, da drüben. Da leuchtet irgendetwas. Ist es ein Tier? No. Nö, es strahlt ein seltsames Licht aus. What? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Denkst du, das könnte weitere optische Täuschung von Iago sein? Let's go. Ich weiß, ich will es auch nicht unbedingt rausfinden. Verschwinden wir, sofort. Dafür ist es zu spät. Wir wurden bereits umzingelt. Hoffen wir, dass uns diese Dinger nicht feindlich gesinnt sind. It can't be. Ich glaube, dass wir hier auf einem Friedhof sind. Jo, scheinbar auf unserem. No. Ungesichter, sie sind überall. Wir haben ein Problem, Ryoma. Ich kann kaum etwas sehen, geschweige denn mich verteidigen. Mit diesen Ungesichtern stimmt etwas nicht. Es sieht so aus, als ob sie warten. Normalerweise greift sie alles in Sichtweite und zögern an. Jemand muss sie kontrollieren. Du kannst recht haben, aber das hilft uns nicht, solange wir nichts sehen. Pathetic. Ah, Michael, hast du wirklich deine Gabe verloren, im Dunkeln zu sehen? Oshido hat dich verweichlicht. Wer ist da? Raus mit der Sprache. Contemptible fool. Es ist ganz schön mutig, es mit einer Stimme aus dem Dunkeln aufzunehmen. Meinst du nicht auch? Doch sie selbst. Kannst du mich noch nicht sehen? Selbst wenn ich direkt neben dir stehe. Norian law is blunt on the subject of traitors. There is only one punishment. The sentence is death. Leo! Hatte der vielleicht mal ein kleines Power-Up zwischendurch? Alter! Leo! Do what no one else can. Ja, Bruder. Ich bin hier, um dies ein für alle Mal zu beenden. Du wirst nicht mehr wegrennen und dich verstecken. Es ist Zeit, dass du für deinen Verrat bezahlst. Ich habe mir sogar die Mühe gemacht, dir auf einem Friedhof eine Falle zu stellen. Schließlich ist der Bruder nicht einst liebte tot. Das ist nur passend. Shut up! Ihr schenkt große Reden für einen kleinen, dünnen Bücherwurm. Wir ziehen uns erst dann zurück, wenn wir euren Vater König Garen besiegt haben. Warum kommt er nicht her und bekämpft uns von Angesicht zu Angesicht? Mir ist ziemlich selbstsicher für einen Feigling, der seine feinen Pfeilen aus der Ferne tötet. Wir werden ja sehen, wie lange ihr mein Spiel überlebt. Ihr Hoshiden denkt, ihr werdet das Licht der Welt, doch ihr seid verlogene Narren. Wahre Macht kommt aus einem Herzen, das jahrelang in Dunkelheit gestellt wurde.
Meine Füße stecken fest. Ja, Takumi! Takumi, alles in Ordnung? Ich werde so müde, so erschöpft. Unbelievable. Es ist der Sumpf. Alle Mann, raus aus dem Wasser, sofort! Das ist seltsam. Scheint keine Wirkung auf mich zu haben. Denn nur deine Verbindung zu Noah sind völlig durchtrennt. Das spielt keine Rolle. Also gibt es kein Entkommen. In diesem dunklen Wald, wo nicht einmal das Licht des Mondes zu sehen ist, werden alle Licht von meiner Dunkelheit verschlungen, weil ich es so will. So groß ist meine Macht. Wo Schieden ihr Leben im Licht verbrachen, können nicht ohne es überleben. Ich bin überrascht, dass es dir nichts ausmacht. Das zeigt mir nur, dass du auf unserer Seite sein solltest. Du trafst die falsche Entscheidung, mein Bruder. Du hast das Licht gewählt und die Schlitten in der Dunkelheit verrotten lassen. Bitte, Leo, hör auf damit! Ich will nicht mit dir kämpfen, Bruder. Na, wie lästig, ich würde dich liebend gerne im Kampf schlagen. Seine überhäufte dich immer mit Lob und ignorierte meine Leistung. Camilla war genauso. Sie liebte dich immer mehr als mich. Du warst stets Sanders perfekter Spielzeugsoldat und Camillas ankleine Puppe. Das habe ich dir immer übel genommen, mein Bruder. Ich habe all das lange für mich behalten, aber es spielt keine Rolle mehr. Jetzt kann ich endlich mein wahres Gesicht zeigen und dich ein für alle Mal vernichtend schlagen. Hätte ich gewusst, dass du uns verrätst, hätte ich mich niemals in die einschüchtern lassen. Meinst du das wirklich ernst? Hast du mich immer verabscheut? Ich dachte, wir stehen uns nahe. Hast du mich nie ehrlich geliebt? Sag schon. Ich werde nicht genug tun, diese Fragen zu beantworten. Ich werde dich demütigen. Ich werde dich jetzt töten. Leo, nein! Ja, schöne Scheiße. Übrigens, was ich gerade noch erzählen wollte wegen Flora. Ich habe mir letztes Mal nochmal angeguckt. So, war glaube ich ziemlich... Ne, es müsste in der ersten Hälfte gewesen sein. Wo wir zu Flora durchgestoßen, vor allem vorgestoßen sind. Und ich sie ja mit Kakiro angreifen wollte. Da, ihr könnt gerne nochmal zurückspulen, Video und so weiter. Also das letzte Video nochmal angucken, bis zur Stelle. Ich weiß nicht genau, welche Minute es war, aber wie gesagt, es müsste in der ersten Hälfte gewesen sein. Auf alle Fälle. Kakiro, Quatsch. Entschuldigung, natürlich Orochi-Vase, unsere Klerikerin. Und die Option Einfangen. Im Sinne von Einfangen, die stand da wirklich. Gut, zu dem Zeitpunkt war Flora nicht alleine. Waren sie zweit, oder neben ihr war noch so eine Dunkelmagierin, glaube ich, so etwas. Ich bezweifle allerdings, dass das Einfangen auf die Dunkelmagierin bezogen hat, weil, soweit ich weiß, kann man nicht jede Einheit einfangen, sondern nur solche, die irgendwie etwas Spezielles sind, sprich den Namen haben. Flora wäre irgendwie logisch gewesen, aber als ich nochmal irgendwie gegoogelt habe, von wegen, ja, Flora einfangen, da kam keine Antwort. Also von dem her, ich weiß auch nicht, also irgendwie, entweder war da echt ein Bug drin, dass plötzlich die Option einfangen hatte, oder aber es geht nur zu bestimmten Situationen, oder ich weiß auch nicht, aber wie gesagt, ich habe da nochmal nachgeguckt und im Part steht es wirklich selbst drin, also steht so, aber gut, das war nicht wirklich Google, aber ein anderes Thema. Wenn ich da halt auf einer Fire Emblem Wiki-Seite nachgucke, bei Flora, und ich mir denke, okay, ich öffne mal eine Spoiler-Gefahr, oder? Die Box da unten mal gucken, was steht denn da nach? Und steht da nichts von Einfangen. Dann denke ich mir einfach so, hä? Wenn wir das Spiel jetzt verarschen? Da stand doch eindeutig Einfangen. Aber so, nö, stand doch nicht. Ja, und das zweite Mal, wo wir dann wirklich das einfangen wollten, stand sie nicht mehr da, die Option. Also von dem her, es ist crazy. Gut. Nee, schlecht, aber egal. Ich bin hoch erfreut, wir können alle mitnehmen. Also all die Hill, all die Turniere. Das ist natürlich sehr erbaulich. Gut. Was? Bäume? Die Mission erinnert mich ein bisschen an eine aus Fire Emblem Awakening. Warte mal, das hier ist Kapitel 18, wa? Ich glaube, bei Awakening war es Kapitel 19, wo wir so eine ähnliche Situation hatten. Aber egal, darum geht es gerade nicht. Gut. So wenige? Nie im Leben. Da kommen garantiert noch mehr. Da fällt ich jetzt aber alles drauf. Okay, unser Erzritter, ja, mache das am besten. Gute Frage, nächste Frage. Ja, natürlich erstmal würde ich sagen, wir ließen nach hinten. Asura ruhig nach vorne, weil sie soll ja in der Lage sein, alle zu unterstützen. Das heißt, vor mich hin.
Takumi kommt zu mir hin, dann haben wir das mal so. Das sind Fliegeneinheiten, die können außenrum sein. Und die Heiler hinten war gut. Dann haben wir da Ryoma, da geht ja 6 Felder. Die können auch 6 Felder. Dann haben wir Asura. Ich weiß, er kann eigentlich 7 Felder gehen, aber trotzdem. Oder natürlich, weil sage ich schon, sie natürlich Rinka. Seine Resistenz hält relativ viel aus. Das könnt ihr ja eigentlich mir zunutze machen. Jo, wird schon schief gehen. Das war niemals bei 3 Gegnern. Ich wollte gerade sagen, das sind grüne Einheiten, aber nee, sind Feinde. Kettenfaust. Grab unpassierbar, das ist nicht schön. Aber irgendwo ein Drachenfeld, das wäre natürlich jetzt ganz geil. Der nicht-norische Wesen verletzt, ja, vielen Dank auch. Da, was? Der nicht-norische Wesen, okay, den verletzt also uns auch. Allerdings Scarlet und Scylla sind ja eigentlich norische Wesen, ursprünglich noch, wenn man so überlegt. Aber ich glaube, das Spiel denkt da irgendwie ein bisschen anders. Naja. Ja, was mache ich jetzt hier? Ich meine, der kann, den kann ich eigentlich ruhig ignorieren. Ich gucke gerade mal, wenn ich alles ignorieren kann und wenn ja weniger. Ich würde zumindest mal gerne die irgendwie ignorieren. Ja, die gehen natürlich nicht, muss ich irgendwie wieder ausweichen. Andererseits Rinka ist ja ziemlich stark. Die könnte man also auch zum Unlock missbrauchen. %60% Crit-Chance. Ja, also wenn du damit nicht krittest, Rinka, dann ich weiß nicht mehr weiter. Also ganz ehrlich. Ich wollte gerade sagen, also sorry, mit 60%. Warte mal. Warte, Bodenschaden? Aha, wollte gerade sagen. Alter Schwede. Okay, das ist natürlich geil. Weil die Viecher greifen sowieso immer direkt an, von dem her passt das ja. Und hier das gleiche, mein Obore schafft die alle alleine. Das ist überhaupt kein Problem für die. Ja, ich glaube, die Mission geht ziemlich schnell vorbei, wenn ich so weitermache. Und er hat ja nicht viel Verteidigung, aber viel Resistenz. Natürlich da vorne ein bisschen doof. Das sehe ich natürlich ein. Was seid's? Alter, nur 28 Trefferchance. Okay, jetzt muss er aber wirklich Pech haben, wenn er andere trifft. Full. Du hast Full vergessen. Aber egal. Zum nächsten habe ich irgendetwas, was doppeln kann natürlich nicht. Scylla du übrigens mich zum Verzweifeln. Gut, wir haben natürlich noch Scarlet, die ist sowieso kein Problem. Also natürlich soll zweimal angreifen, dann plötzlich ist ein Problem. Ja, schickst du mal hier hin, wa? Ich wollte gerade mit dem Meister und so, aber nee, wir kennen sie ja. Wir kennen sie ja, sie kriegt sowieso nicht. Ich glaube, die Crits überlassen wir künftig Rinka. Das wird, denke ich, vernünftiger sein. So, was haben wir hier noch alles? Kommt sowieso nicht weit. Ja, soll er mal, wenn er Bock drauf hat. Ich wünsche ihm viel Spaß. Wer hat hier noch viel Defense? Wen könnte ich nach vorne hinstellen? Bevor ich dann langsam mit Asura noch nachhelfen muss. Unser guter Michael, der macht natürlich. Ja, Der kann Stein. Okay, er kriegt keinen Damage. Das ist schon mal erfreulich. Nur weiß ich. Ja, doppelt er nicht. Das ist scheiße.
Doppelkatan und Yato macht keinen Unterschied. Andererseits Doppelkatan kriegt wenn möglich. Naja, wenn er eine Krite macht, sie es natürlich, ist klar. So kennen wir unseren Ninja. Immer am Kritten, egal ob nötig oder nicht. Hier ist ja... Oh, ich meine... Klar, sie nimmt viel Schaden. Allerdings nur, wenn einer trifft. Und abgesehen davon... wie sieht es eigentlich aus wegen dem Ausweichen? Da wäre... Ah, stimmt, aber Räuber Katan gegeben. Ich dachte gerade, hä? Da wird doch los. Doppelschuriken, gibt Doppelschuriken, komm. Ist zwar unnötig, aber hey. Ein Crit ist immer gern gesehen. Tschüssi. Ja, also weiß auch nicht, enttäuscht mich oder ist irgendwie ein bisschen zu easy? Wir haben Feuerschurken nehmen muss. Immerhin hat es so relativ viel Damage, muss man auch sehen. Gut, Magie. Ja, nehme ich gerne, gar kein Problem, aber sollte nicht unbedingt Priorität haben. Boah, die Creatures! Ihr leckt mich am Arsch! Jo, ich denke Rinka und Takumi, die werden ein bisschen kritten. Und Ryome eigentlich auch. Ich meine, hallo, das ist ein Schwertmeister. Also wenn der nicht krittet, dann bin ich im falschen Film, ganz ehrlich. My Warrior of Hoshido! Yo! Gut. Ja. Man guckt, wo man noch irgendwo etwas machen könnte. Ich meine, hier hingehen ist natürlich auch gar kein Problem. Ein bisschen Ärger machen, Problem. Allerdings, ja. Sie doppelt nicht, das reicht nur ganz knapp. Und wenn die angreifen, tut's weh. Oh, verdammter Mist. Gut, der kommt bis dahin. Okay. Ja, Hinoka. Die haben wir auch noch. Alter, wir haben so viele Truppen und irgendwie... Der haben wir auch noch hier. Hast du nicht gesehen? Ich glaube, echt zum ersten Mal überhaupt gerade zu viele Truppen unterwegs. Tja, hab ich noch nie erlebt. Also, nichts ungut, aber sie machen relativ schönen Damage. Ja. Natürlich, jetzt im Verein hinlaufen lassen, das ist eine gute Idee, Michael. Nur weiter so. Das kommt immer hervorragend. Schade, ich hatte gehofft, dass Kaden kritten würde. Naja. Man kann nicht alles haben. Jo, was mache ich jetzt, wenn der angreift? Ich meine, sorry, aber wenn der sie killt, ja dann gute Nacht. Also, nee. Bei allem, was lieb und teuer ist, aber das ist dann doch... Singen. Soll ich singen? Bin eigentlich nicht so der große Sänger. Sie kriegt doch noch relativ gut weg, da geht natürlich schon besser, wenn sie dann keinen killt, aber sie spielt dann ein bisschen safe. Die ein bisschen erstmal den hier. Dann gucken wir ein bisschen auf den Keks. Ja, so, der macht einen Schaden, also da kann von mir aus auch mehr kommen. Da sehe ich kein Problem. So, ich habe natürlich hier so viele, die irgendwie, da steht es einfach nur hier hin. Im Sinne von ablocken. Wäre natürlich auch... Oh, manchmal habe ich unten noch einen. Habe ich ganz vergessen. Wieso versteckst du dich hier unten? Voll der Arsch ist, voll zu verstecken.
Jo, der versteckt sich garantiert nicht mehr. Nie wieder. Gut. Jetzt, Fragen, soll Asura angreifen? Ja, nein, soll das ist, ich mach mal anders, weil ich glaube, Asura hätte ein bisschen mehr Probleme, irgendwas, ja. Frage bereits geklärt. Ich würde sagen, sie greift so an, dann ist alles cool. Jo, passt. Vorteil, daneben. Ja, dann natürlich ein Vorteil, sehr geil. Wenn daneben geht, dann ist er immer imbar. So, wer fehlt noch? Silas, unser guter alter Kumpel, der fehlt ja auch noch. Was ich mit ihm mache, das und vieles mehr erfahren wir in der nächsten Episode. Bis dahin, danke fürs Zusehen und ciao zusammen.